Du kennst das sicher. Du denkst an nichts Böses und dann, auf einmal, läutet dir jemand an. Nur wer das ist, das weisst du nicht. Und du fühlst dich in die Zeit zurückversetzt, wo Krankenkassen dir so auf die Pelle gerückt sind, als wärst du ein Bankomat, wo gerade Tausiger Nötchen rausspicken lässt. Oder du erinnerst dich am Film «Nicht auflegen». Ziemlich scheisse gelaufen, wo der Colin Farrell dort das Telefon abgenommen hat, oder? Aber so easy wegdrücken kannst du den Anruf eben auch nicht. Im Geschäft ist gerade mega viel los und du bist im Endspurt von diversen Projekten. Ist das die Nummer von dieser Marketingbude? Oder hey, du hast doch letzte Woche in einer Bar deine Nummer auf eine Serviette gekritzelt und sie ihr vom Tisch nebendran angelegt. Vielleicht hat sie das ja charmant gefunden und läutet jetzt an. Könnte sein, oder? Schliesslich haben ihr euch den Halbabend angelächelt, als wären ihr zwei Erstklässler, die gerade das erste Mal Händchen heben. Es ist manchmal ein bisschen wie Lotto spielen. Ob du beim Anruf gewinnst oder verlierst, weisst du erst, wenn du das Telefon abnimmst. Genau so einen Moment erlebt auch der Protagonist von unserer heutigen Geschichte. Nur noch eine Woche. Dann ist es geschafft. Endlich zurücklehnen. Ich glaube, dieses Jahr probiere ich mal wirklich so einen Digital Detox. Einfach mal das Nattel und den Laptop in eine geschlossene Schublade. Vielleicht gebe ich den Schlüssel an einem von meinen Neffen und sage ihm, er soll kreativ sein und ihn irgendwo verstecken in meiner Wohnung. Egal, jetzt zuerst mal heim und etwas essen. Schlafen wäre eigentlich auch nicht so verkehrt. Boah, muss das jetzt noch sein? Ich habe keine Nerven für das. Zürcher? Seit wann begrüßest du mich mit dem Nachnamen? Stellen wir uns nicht näher. Entschuldigung, aber wer ist da? Die schlechten Gewissen. Wie bitte? Manchmal bezeichnest du mich auch als dein innerer Kritiker. Du hast hure viele Namen für mich parat. Ich glaube, Sie haben sich verwählt. Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja sonst eigentlich den direkten Draht zu deinem Hirn, aber irgendwie hast du mich ein bisschen ignoriert in letzter Zeit. Darum habe ich gedacht, ich probiere es mal so. Okay, du schräger Vogel, ich hänge jetzt mal auf. Boah, das mit dem Digital Detox ziehst du ja wieder nicht durch. Nach einem Tag rumliegen, scrollst du wieder durch Instagram und ziehst dir den üblichen Schrott rein. Was zur Hölle? Wer zum Teufel bist du? Ich bin du, also ein Teil von dir. Hast du eigentlich schon alle Geschenke parat für Weihnachten? Es geht ja eigentlich am Feuchten an. Oh, aber nicht etwa wieder Gucci für jede und jeden. Wo bleiben der Wow-Effekt und der persönliche Touch? Persönlicher Touch? Ich bin ja eigentlich gegen Gewalt, aber ich glaube, ich gebe dir jetzt dann mal einen persönlichen Touch, wenn du mich noch weiter so dumm anmachst. Was fällt dir eigentlich ein? Offensichtlich mehr als dir. Schon mal daran gedacht, dass Leute ein Leben haben, so mit Verpflichtungen. Ein Tonne Alltagszeugs, das du einfach mal auf die Reihe bekommen musst, ohne komplett auszubrennen. Und dass vielleicht das Traumgeschenk, wie du es dir in deiner Märchen-Vorstellung ausmalst, nicht Prio Nummer 1 ist für uns alle. Oh, jetzt ist aber jemand ganz schön wach geworden für das, dass du vorher nur noch hast heim, etwas essen und dann schnell schlafen. Hättest du nicht gedacht, dass es mal so aus dem Wald zurückkommt, wie man reinschreit? Wald? Gutes Stichwort. Wann bist du das letzte Mal in so einem gewesen? Das würde dir gerade gut tun. Lass mal zu, du kleiner Pissgrind. Ich gebe ja zu, dass ich nicht immer perfekt bin. Weder zu anderen noch zu mir selber. Aber so beschissen bin ich gar nicht dran. Und weisst du wieso? Weil ich Zeug auf die Reihe bringe, wenn ich dir nicht zu viel zulose. Du tanzt dich nämlich gerne so ein bisschen als der Fürsorgliche. Aber eigentlich bist du meistens wie so ein Stecker zwischen den Speichen vom Velo. Du bremsest mich nicht nur aus. Scheisse, nein. Du willst, dass ich im höheren Bogen auf den Boden fliege. Und schön dort liegen bleiben. Sorry? Früher hast du mich ja hauptsächlich gepusht, um meine Ziele zu erreichen. Und jetzt kommst du mir so blöd wegen Geschenken. Und by the way, was ist so beschissen an Gucci? Ist ja nicht so, dass ich einem Veggie einen Gucci für ein Steakhouse schenken würde.
Ich mache mir ja schon meine Gedanken. Und wenn ich nicht sicher bin bei etwas Materiellen, dann will ich nicht Gefahr laufen, die Wohnung von meinen Liebsten zuzumüllen mit etwas, was sie gar nicht brauchen können. Okay, ja, Entschuldigung, dass ich dich angeschnauzt habe. Ich habe es doch auch nicht einfach. Ich habe das Gefühl, du brauchst mich gar nicht mehr so. Hast irgendwie das meiste so im Griff. Freut mich ja eigentlich für dich. Aber ich komme mir so ein bisschen überflüssig vor manchmal. Ich wollte einfach wieder mal mit dir schnurren. Ja, sorry auch von meiner Seite, dass ich so direkt an den Karren gefahren bin. Aber deine Art manchmal, hey, da könnte im Fall die Wand drauf gehen. Und doch, ich brauche dich denke sicher noch. Komm einfach nicht mit jeder Kleinigkeit. Spätestens im Frühling brauche ich dich dann eh wieder. Steuererklärung? Steuererklärung, amigo. Alles cool bei uns. Ja, alles cool. Ich wünsche dir noch schöne Weihnachten. Bis bald. Ja, ich dir auch. Ciao, ciao. Okay, das war mal ein anderes Telefongespräch als sonst so üblich. Aber ich hoffe, du hast jetzt gleich nicht gar Panik, wenn das nächste Mal dein Handy läutet. Und natürlich hoffe ich, dass du morgen auch wieder dabei bist bei einer neuen Geschichte vom Audio-Adventskalender. Bis dahin wünsche ich dir ganz eine gute Zeit. Bis bald.